will von eurer Seite, dass für uns fängt, wir da stand vergessen, dem Claude Hagen, merci so für sein schriftlichen, amendlichen Rapport. Das ist mit den schon gesagt, wir wissen, dass alle gut, Rapporteur, dass der Rapport zum Budget, Kehrsteg an dem seine Karriere ist und dass das mit viel Arbeit verbunden ist, noch von den als Oppositionspolitiker dem Rapport nicht so gestimmt hat, muss ich aber immer anerkennen, dass ein wertvoll Arbeit nicht mehr von diesem Rapport, mehr von den Jahren für durchgemäht ist, weil normalerweise punktuell ganz interessant Überlegungen dran sind, wo ich auch ganz straks kann darüber zurückgucken dürfen. Auch also merci von unserer Seite und den Claude Hagen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, da der schon immer politische Überlegungen, Propositionen und Decisionen dem Prinzip von der Nachhaltigkeit entworfen. Da das im ADR-Nationalkongress hier in 2 Jahren nach ein Kehr in der Strache gehen, und gleichzeitig als festgehalten in der Prinzip von der Nachhaltigkeit verstärkt an politische Diskussion heranzubringen, das umso mehr, weil wir müssen feststellen, dass gerade in dieser Regierung dieses Prinzip praktisch gar nicht mehr zum Drohen kommt. Das ob Chance an dieser Regierung eng soi-disant gering Partei vertreten ist. Dafür hatte mir als ADR auch letztes Jahr den 3. Dezember in der Chambre eine Interpellation in der Bezeichnung Zukunft Lützeburg ungefragt und durchgezogen, für ob das auf Entwicklung aufmerksam zu machen. Es sind ein paar Monate, also auf Regierungsniveau, eine Kampagne lanciert gehen, wo über die zukünftige Entwicklung von unserem Land soll diskutiert gehen. Meine Intervention zum Budget des Jahres beschäftigt sich nur mit der Frage, ob Politik, die mit diesem Budget gemäht wird, dem Prinzip von der Nachhaltigkeit entspricht oder nicht. Wenn man gucken, die Analyse vom Wachstum über die letzten Jahre, dass diese Regierung am Amt ist, da leiden wir praktisch beim Wachstum von an der Moyenne 4%, für das nächste Jahr also ein Wachstum von 4,2% vorgesehen. Das ist das Doppelt am Schnitt, wie dann die Europäische Union an der Moyenne den Wachstum steht. Und trotzdem, man als Lützeburg den Wachstum haben wir über all die Jahre Defizite gemäht. Die Defizite gehen zurück auf das Jahr 2003. Auch von 2003 bis heute haben wir alle Jahre das Defizit gemäht, mit Ausnahme vom Jahr 2007, wo wir Schwarzziffern geschrieben haben. Aber auch das Periode 2013, Ziffern sind heute schon genannt, gehen 466 Millionen, 214, 141, 2015 hat man nur mit Konten gestimmt, 460 Millionen. Für das Jahr rechnen wir auch mit 100 Millionen, Ziffern sind noch nicht bekannt, geht besser aus, wie am Budget vorgesehen, weil wir machen aber ein Defizit. Und für das Jahr 2017 haben wir dann ein Defizit programmiert am Budget, den liegt über 1 Milliarde geht. Froh, den sich muss stellen, also normal, dass wenn in einem Land regelmäßig Rekordwachstum hat, dass er trotzdem Defizit an seinem Budget hat. Da muss ich die froh antworten, nee, das ist nicht normal, dass er bei strammem Wachstum auch nach ein dicken Defizit hat. Andere Länder, die Männerwachstum wie Lützeburg, haben kein Defizit oder kein Defizit. Das nennen Deutschland, die mit einem Wachstum von 1,6, 1,7 pro Jahr schwarze Ziffern schreiben, die wohl die Globalverschuldung über 60% leid, mit denen aber trotzdem Wachstum hier Schulden sperren konnten, aber auch keine neuen Schulden mehr machen und Schulden können zurückbringen. Was geschieht, denke mit dem Budget von dem Lützeburger Staat, wenn wir den Wachstum nicht mehr haben? Was geschieht, wenn wir eine Krise kriegen? Wenn wir los schon bei so einem hohen Wachstum ein Defizit tun, was geschieht dann, wenn wir nicht mehr den Wachstum haben, wenn wir immer Nullwachstum kriegen, und noch viel mehr schlimm, wenn wir ein Negativwachstum. Wie geben dann Negativchiffern
vom Budget ausgehen. Herr Präsident, als Finanzminister Herr Gramegna hat für 3 Jahre sein Mandat angetragen, an dem er gesagt hat, hin gif am Anfang nimmer Finanzminister gehen unter der Kondition, dass ein Defizit am Staatsbudget gif aufgeschafft gehen. Und muss ich so in die ersten 2 Jahre, 3 Jahre, wären auch an die Tendenz gegangen. Wir werden aber haut gucken, dass wir in der Gramegna angefangen hat, ein Defizit 466 Millionen das. An Haut könnte selbst der Minister hinter präsentiert als ein Budget mit einem Defizit von über 1 Milliarde. Da muss man natürlich sagen, dass das und den Konditionen, wo für 4 Jahre oder 3 Jahre das Mandat angeholt überhaupt nicht respektiert. Aber wenn sie selber Gift zu stellen, müssten am Anfang so eine Schale ob als Finanzminister, weil die Konditionen, in denen ich Finanzminister sind, die kann ich nicht mehr anhalten, und es sind ein Mensch, der daran seine Konsequenzen sieht. Dann, als über Schulden geschwärzt sind, Herr Präsident, dass an dieser Legislaturperiode keine Schulden gemacht gibt. Es wird kein neuer Emprunt abgeholt. Das ist richtig. Aber der Herr Finanzminister, den als an der Präsentation von den Schiffern, und ich werde heute das Purmal heute darüber richtige Künstler. Ich habe selten den Finanzminister Banden erlebt, den fertig bringt, Schiffern immer so schön zu schreiben, wie den Herr Gramegna, dass der Präsident Banden fertig bringt. Vor müssen Sie stellen, wenn ein Staat über Jahre Defizit hat, und er möchte keinen Emprunt. Den Defizit muss ja aber bezahlt gehen. Da muss ich sich vorstellen, wie bezahlen wir ein Defizit über Jahre, wenn wir kein Emprunt machen. Das wird aus der Tresorerie bezahlt. Was ist dann an der Tresorerie? Aber wenn wir als Dokument da gucken, da steht zum Beispiel, dass dann auf der Fonds 1,5 Milliarden gibt. Da wissen wir aber, dass das just ein Ekriteur administrativ oder wie sie will doch immer nennen ist, wo 1,5 Milliarden steht, die waren noch ein Jahr an der Tresorerie vom Staat, aber die sind in der Zwischenzeit abgeschafft gehen, und es sind eben Defizite, nicht nur in dieser Periode, sondern schon in der Periode für Drohnen bezahlt gehen. Da muss ich aber auch fairerweise so, wenn ich jetzt mal kein Emprunt abgeholt, dass die letzte Regierung zum Schluss ein Emprunt abgeholt hat von 3 Milliarden, von dem nach ein Teil da war, wo in dieser Legislaturperiode konnten Defizite bezahlt gehen. Auch das hat der Finanzminister nicht gesagt. Und diese Regierung hat einen neuen Fonds angefordert, nämlich den Zukunftsfonds, wo alle 50 Millionen drauf überwiesen gehen, wo sich für 3 Jahre wieder angefordert genoss, damit gebretzt genoss, dass da für die kommenden Generationen die Fonds geschafft gehen. Aber wo auch nur ein paar Bayern 3 mal 150 Millionen stehen, an der Wirklichkeit sind die Söhne an der Tresorerie, aber sie sind aber auch mit fortgegangen, für Defizite zu decken. Das heißt also, an der Tresorerie als kein Geld mehr dran. Tresorerie als Eidel. Und da wollte ich dem Herrn Berger sagen, den am Anfang gesagt hat, ihn hat nicht gewusst. Damit er gesagt, sie wären erschreckt gewesen, wenn sie an die Regierung kommt, wenn er hätte festgestellt, wie die Finanzsituation vom Staat war. Herr Berger, ich kann mich erinnern, dass Parteien und ich auch bei der letzten Legislaturperiode immer gesagt hat, dass an der Käse, die hat immer gesagt, keine roten, keine schwarzen Euro mehr drauf war. Das war dieselbe Argumentation. Also wir nicht brauchen, an eine Majorität zu kommen, für festzustellen, dass da keine Suche mehr an der Käse sind. Und ich schon noch letztes Jahr und 40 Jahre gesagt, lo können wir nach neben den Roten an die Schwarz, die gering an den blauen Euro dabei nennen, das einfach nicht mehr an der Käse da. Und das nicht mehr nicht mehr an der Käse, dass wir sind am Minus. Für wenn die Regierung hingeht, und sie möchten einen linden Kredit, obwohl sie kann bis 1 Milliarde Kronen, wo wir am September über 800 Millionen am Keller waren, dann hast du den Zeichen, dass alles fort, das geht ja recht an den Keller, den er blickt, wenn er keine Liquiditäten mehr hat. Es kann ihn also nicht hingehen, also wir haben kein Emprunt abgemäht, da muss aber gleichzeitig auf fairerweise auch dabei sein, dass er den Emprunt von der anderen Regierung weiter abgeschafft wird, dass er keine Finanzen mehr an der Tresorerie hat, an all die Sachen, die sehr wird auf den 33 Investitionsfonds oder im Zukunftsfonds sind, dass die Suche fortsehen, und dass den an den Minus gegangen ist, über einen Lin, der Kredit, was unter dem Strich auch ein Emprunt ist. Aber wenn wir da wissen, wie die Gefahren sind, wenn wir gesehen,
iwwer Finanzsituation schwäze. Wat Mama, wenn Zinsen en Grand Lut gin. Wir wissen, dass am Blick so neue europäische Direktiven am Gang sind, wann da timingsmäßig richtig durchgeht, die hängt 2019, die andere 2021 erkraft tritt, wo Lützeburg, wann sie so durchgehen, wenn sie Haut am Text an der Proposition sind, wo Lützeburg einen zweiten Abbruch praktisch wie beim E-Commerce kriegen, und zwar relativ kurzfristig. Aber wenn wir gesehen haben, wie das Regierung an der Diskussion an ihren 3 Jahren, wo sie am Anfang so sehr immer zu Brüssel noch gehen hat, da hätte man, dass auch die Regierung bei diesen 2 Direktiven noch geht und dass man dann einen weiteren starken Abbruch kriegen im Niveau von der Betriebsbesteuerung. Wir wissen auch, dass die Welt mehr unsicher gehen ist. Wir schwätzen vom Tanktourismus. Madame Loschette hat gerade geschwärzt von der Etude. Herr Präsident, so eine Etude, die ist nun mal eben das wert, was sie wert ist. Ich will daran erinnern, dass der Innenminister, den Herr Dan Kersch, für 3 Wochen Radio Moyes angeschwärzt ist, was der Gift davon Halle von der Etude, die das CIFEL gemähtet, Vertretung von den Kirchenfabriken zu dem Projet de Loi über die Reform von den Kirchenfabriken von dieser Regierung beim deutschen Verfassungsspezialisten Professor Dalperé. Und dort hat Herr Kersch geantwortet, Moyes Radio, und wisst ja, wie das mit den Etüden ist. Den eine Etüde bestellt, an den sie bezielt, die kriegt das auch raus, was er gern hat. Soweit die Meinung von dieser Regierung zu den Etüden, an Schmengen, die Etüde über den Tanktourismus, die also von dieser Regierung bestellt, aber bezahlt gehen, an laut dem Herrn Dan Kersch, also dürfen dann do das herauskommen, was die Regierung gern hat. Und auch will ich sagen, dass wenn do geschwärzt wird, von der Schiert, die durch Tanktourismus entstanden gehen. Ich will den geringen Kollegen sagen, wenn wir 170.000 Frontalien hier im Land tun und 180.000, die hier tanken, und sie verfuhren den Sprit an dem Deutsch, an dem Belg, an Frankreich, dann ist die Schuld genauso groß wie die Natur, ob sie hier tanken oder ob sie ihn da tanken. Also Konsequenzen vom Tanktourismus aus derselben, just, dass wir aber als Land über Taxisen ein stärkeres hat an unserem Staatsbudget. Aber wenn die Gering darüber wollen verzichten, dann sollen sie das klar zum Ausdruck bringen. Herr Präsident, die Damen und Herren, wir wissen, dass den Herr Gramegna hat gesagt, wir können uns den Defizit leisten, weil Konjunktur gut ist. Konjunktur ist gut. Aber dass wir dürfen uns können ein Defizit leisten, das ist natürlich das, was ich bis heute noch nie von einem Finanzminister hören holen. Fragt, wenn Konjunktur gut ist, möchte kein Defizit. Wenn eine Konjunktur gut ist, da rechnen den, dass den Budgetkritik noch einen Überschuss möchte. Aber mit dem Überschuss lädt Reserven an. Oder mit dem Überschuss bezielt den Empruntcheck. Aber für hinzugehen, weil ein Argument, wenn Konjunktur gut ist, können wir ein Defizit leisten. Das ist eine finanzpolitische Überlegung, die ich noch nie mit gemäht habe. Für allem wollen wir wissen, dass man laut dem pluriannuellen Plan an den nächsten Jahren werden alle müssen 1 Milliarde lehnen. Müssen alle Jahres 1 Milliarde lehnen, laut dem pluriannuellen Plan. Von 11 Milliarden lo, gehen wir auf 16 Milliarden am Jahr 2020 rapp. Das ist also eine Situation, wo man muss sagen, dass Staatsfinanzen nicht gut sind, wenn wir Defizit machen. Aber wenn wir dann richtig gucken an, da will ich drauf angehen, Herr Präsident, weil gesagt wird immer, die Staatsfinanzen sind an der Reihe. Aber auch hier spielt die Regierung, aber auch als Finanzminister, nicht ehrlich vis-à-vis von der Öffentlichkeit, weil all Chaos, wenn man über die Finanzsituation vom Staat schwätzen, geht verdicht über die Finanzpublik geschwätzt. Es geht nicht über den Zentralstaat, das Staatsbudget als Priorität. Es geht verdicht gesagt, die Finanzpublik sind am Equilibre.
weil genau gewusst wird, weil groß Mass von den Leuten besser. Die machen ja keine Differenz. Die Leute können das nicht verstehen. Was als Finanzpublik, aber was als Finanzzentral. Der Groß von den Leuten wissen, und dann wird gespielt, dafür geht die Situation, die positiv ist, geht vorgestellt, und dass das Staatsbudget negativ ist, das könnte dann irgendwann ja Hannen drohen. Wenn wir aber wissen, dass wir nehmen die öffentlichen Finanzen an positiven Resultat tun, weil neben dem Defizit von 1 Milliarde beim Staat Pensionskassen einen Überschuss machen von über 800 Millionen an Gemeinden 200 Millionen, und dass wir dadurch an den Equiliber kriegen, da muss ich da aber so sagen, die klar sagen, dass das Staatsbudget an einem Defizit ist. Aber wenn ihr das Hannen drauf setzt, dann encouragieren die Leute, kriegen just mal das alles an der Reihe schreiben, schwarze Ziffern, und das sieht jeder, aber dann hätte man Lorem gerne, weil das ist ja Geld da, mit das kein Geld da. Wir verdienen Geld, das wir nicht haben. Den Herr Gramegna hat gestern am Lützburger Wort über die Entwicklung geschwärzt und auch über die jährliche Überschuss von der Sozialversicherung als gestern verteidigt geschwärzt ging, richtig. Und Vergangenheit als immer das vergisst ging. Froh, den sich also muss stellen, wenn man gesehen hat, wir über Jahren stramme Wachstum und noch über Jahren ein Defizit, dann ist froh berechtigt, haben wir durch die stramme Wachstum, den wir gemäht haben, an den auch von dieser Regierung weiter urgepeilt wird, ist das positiv oder negativ für die Staatsfinanzen, dann muss ich einer zum Strich sagen, nein, trotzdem stramme Wachstum sind wir immer an einem negativen Resultat rankommen. Und noch die Steuerreform, die man gesagt, die können wir als leisten. Wir haben den Medien Sput geschafft. Herr Präsident, ich habe immer gemeint, an meiner Naivität, wenn er eine Sput hat, dann hat er so ein Recht. Mit der Regierung hat ein Defizit von etwas 400 Millionen auf 1 Milliarde abgedreht, und das nennt sie Sput. Aber dann hat mir alle, wenn wir 2 Milliarden Defizit hätten, dann hätte er noch viel mehr große Sput, dann hätte er noch viel mehr große Sput, wir können Gelder zu verteilen. Die verteilt 3 Gelder, die wir nicht tun. Die ganze Steuerreform muss man über Emprunt finanzieren. Dann hast du gesagt, die Emprunt, die sind da, für die Investitionen zu finanzieren. Aber wenn ich gucke, was den Defizit von 16 auf 17 an Blut geht am Budget, und ich gucke, was die Investitionen von 16 auf 17 an Blut gehen, da sind das 130 Millionen. Das heißt, kann ich so 130 Millionen brauchen wir für ein weiter Defizit. Mit das ändert, muss ich klar sagen, dass das Steuerreform und das Narkosalarial, die heißt dazu feiern, dass wir 1 Milliarde Defizit am Staatsbudget haben. Und der Rapport hat gestern am Wort aber richtig geschrieben, wo ihr seht, durch die Steuerreform steigt das Defizit jetzt kurzfristig wieder an. Da wird geschwärzt von der sozialsten Steuerreform, die jemals gemäht ging. Also ich hatte meinen Bericht noch nicht, um die Steuerreform ranzugehen. Wir werden mit 4 Redner, warum das so halt präsentiert tun, will ich das dann auch noch ein Kehr diskutieren. Denn Herr Gramegna so am Background den 10. Dezember an letzte Woche noch an der Chambre gesagt haben, dass man heute die sozialste Steuerreform hat, die jemals gemäht gehen ist. Und Herr Gramegna hat ein Beispiel gegeben. Ihr seht, der soziale Mindestlohn kriegt 61% Steuererleichterung. Herr Berger hat das damit dann auch nach Renke gesagt. Der qualifizierte Mindestlohn 42%, an den Einkommens von 10.000 Euro im Monat kriegt 125 Euro. Herr Präsident, ich will nun, dass jedem aufgefallen ist, dass er beim Mindestlohn von Prozenten geschwärzt wird und dass er beim Einkommen von 10.000 Euro im Monat von Euro geschwärzt wird. Das war sicherlich ein Lapsusfall. Die Regierung sieht immer Vorrecht. Wir wenn ihr dann aber guckt, was denn die 61% Steuererleichterung beim Mindestlohn ausmachen, da sind das 31 Euro. Aber wenn ich gucke, geht 125 Euro bei 10.000 Euro. Steuererleichterung an Departemente, wenn in die aber dann dabei rechnet, die über das neue Steuerreform kennt, da gesehen wir, dass die Haushaltshilfe als von 3.600
auf 5.400 draufgegangen. Das sind 1.800 € weiter Appartement, die kriegt. 43% davon sind 774 € Appartementer Steuererleichterung, die ihr kriegt. Das sind 65 € de Monat. Wenn lo guckt, was die haben, eine Person, die so viel verdient, und Appartement kriegt für die Putzfrau daheim zu bezahlen, da sind dann am Blick 5.400 €. 43%, das geht 2.150 € auf den Mindestlohn umgerechnet, kriegt die Person 179 € den Monat, oder kann ich so 18 Stunden den Monat Putzfrau über den Weg von den Steuern bezahlt. Wenn wir dann noch nach den Elektroauto beiholen, was eine typisch geringe Politik ist, wo wir 5.000 € aufsetzen, wo aber nicht die Leute mit großem Abkommen können die aufsetzen an den Klängen, den Mindestlohn oder das Klänge, sie wird der Mindestlohn 3.000 €, die können nicht davon auf, dass also, die Grad, die gering, die vernehmen als Reichen bestehen, so viel die Stimme von den kleinen Leuten kriegen, auf jeden Fall ein Appartement vom Elektroauto, das möchte bei einem Revenu von 10.000 €, 2.150 € pro Jahr oder 179 € den Monat. Aber wenn ich dann auf dem Herr Gramenia 10% zurückkommen, da sehen wir, dass den Mindestlohn 61%, das ist ein gewaltiger Prozentsatz, und Erleichterung kriegt, das sind 38 €. Und den Herr Berger hat mit den gesagt, der von 10.000 €, den hat nur 5% Erleichterung. Wenn wir das dann zusammenrechnen, was ein Direktkredit für ein Appartement, für den Haushaltshilfe, für ein Appartement, für ein Elektroauto, da kriegt dem 369 € den Monat Steuererleichterung. Also 61% mischt 38 € aus, auf 5% mischt 369 € aus. Herr Präsident, ich habe in diesem Fall lieber 5% Steuerreduktion wie 61. Und wenn man nach die anderen Appartementen gar nicht dabei gerechnet, Herr Präsident, wie Bauspuren, Pensionen, alles da. Wir sehen also, wenn wir hier von was man Rechenkünstler an der Regierung haben, die in Prozente ersetzen, wenn diese arrangieren, und die teuren ersetzen, wenn diese arrangieren. Wir werden die zwei Sachen zusammen können, könnt das heute raus. 61% sind 38 €, auf 5% sind 369 €. Und das ist dann, wie gesagt, die sozialste Steuerreform, die jemals hier am Land gemacht ist. Herr Präsident, ein anderer Punkt, die Investitionen. Das ist richtig, dass wir hier Investitionen machen. Wenn man sie kondamniert, durch die stramme Wachstum, durch den Zuwachs von Arbeitsplätzen, durch den Druck Wohnungsmarkt, an den Infrastrukturen zu investieren, dann kommen nicht mehr nur mit den Investitionen zu finanzieren. Und das hat Jean-Claude Juncker in 1990 schon in der Chambre gesagt, dass er gesagt hat, damals hat die Regierung rechnungslos herausgefunden, dass der stramme Wachstum nicht genug Geld generieren, für seine eigenen Nachfolgekosten zu finanzieren. Und das tun wir ja über all die Jahre gesehen, wenn wir am Staatsbudget defizitär sind, wir kommen nur für das zu finanzieren, was der stramme Wachstum von uns verlangt. Und dafür müssen wir investieren, aber wir kommen trotzdem nicht nur für so viel zu investieren, wie wir nach müssten investieren. Also auch der stramme Wachstum bringt uns nicht genug Suchen, für eben seine Konsequenzen zu bezahlen. Der Chômage. Der Chômage ist ein anderes Problem, Herr Präsident, wo gesagt wird, man muss den stramme Wachstum haben für Arbeitsplätze, für den Chômage, Arbeitsplätze zu schaffen, für den Chômage zu bekämpfen. Herr Präsident, wir haben in den letzten 10 Jahren 100.000 neue Netto-Arbeitsplätze geschaffen. Und im 10.000 Jahre. An dem selben Zeitraum, wo wir die 100.000 Plätze geschaffen haben, ist der Chômage rückgegangen von, da muss ich mal gucken, dass ich keinen Fehler sage, von 13.000 auf 23.000, auf 23.774. Das heißt, schon mal 100.000 Arbeitsplätze an dem Zeitraum geschafft und als der Chômage an dem Zeitraum auch noch um 10.000
geklommen. Also nicht dadurch, dass man massiv Arbeitsplätze schaffen, für dass wir den Chômage bekämpft kriegen. Mit dem Chômage, den wir hier am Land tun, kriegen wir nicht durch massiven Zuwachs von Arbeitsplätzen geschafft. Wir kriegen, wenn wir eine ordentliche Formation machen, wenn wir als Leute so ausbilden, wie den Arbeitsmarkt braucht. Das bringen wir mit verschiedenen Reformen gemacht, die auch punktuelle Lösungen bringen. Wir schaffen sie nicht, indem wir die Arbeitsplätze zu 80% mit Frontalien besetzen, wie das an der Vergangenheit der Fall war. Und als just letztes Jahr, als der Chômage 900 zurückgegangen, wir müssen aber wissen, dass man in den letzten Jahren 2015, 2016 25.000 neue Arbeitsplätze geschafft haben, an das 900 Stück zurückgegangen. Auch wenn wir das an die Relation stellen, meine ich, seht das. An dieser Legislaturperiode gehen 60.000 neue Arbeitsplätze geschafft. Der Gramenia hat den Tag für das Budget deponiert, in das Overs am RTL auf der Television gesagt, wir schaffen dieses Jahr 15.000 Arbeitsplätze und nächstes Jahr Rimmenkehr 15.000 Arbeitsplätze. Da kann ich erinnern, dass ich damals die erste Reaktion auf den Budget und ich so, das verreckt und unverantwortlich, was wir hier machen. Und genau das ist das, was ich dummer der Menge, wenn eine Regierung meint, sie müsste ein Budget machen, die auf Rekordwurstum absetzt, wo wir wissen, was für Konsequenzen das alles haben drin hat, als mehr Probleme schafft, wie es löst, und dürfen nicht nehmen, das verreckt und unverantwortlich, und das ist die Politik von dieser Regierung. Also ich komme nach, ob als Kollegen Herrn Not zu schwätzen, dass nach dieser Regierung radikal am maximalen Wurstum setzt, das ist einfach verreckt und unverantwortlich, das feiert Land mittel- und langfristig an eine Katastrophe ran. 60.000 neue Arbeitsplätze. Die gehen von 80% von der Frontalien besagt. Das sind 40.000 Frontalien, die man an der Legislaturperiode weiter an Land kriegen. Und die 40.000, die kommen dann zu 80% mit dem Auto schaffen. Das wissen wir alle gut. Und ein Auto, der braucht am Stau 6-7 Meter. Das heißt, wenn wir 38.000 Autos weiterkriegen, was das ausmacht, dann haben wir 260 Kilometer Stau weiter, Neues an Ofen durch Land verteilt. Nicht an einem Platz, aber durch Land verteilt, sind Neues an Ofen 260 Kilometer Autos weiter. Das ist die Realität. Und dafür gehen die Stauen auch von Tag zu Tag mehr groß. Und auch, der wird nicht gelesen. Mit dem Tram. Übrigens sind Kollegen von der CSV, die den Tram ja gestimmt haben, an der Stadt Lützeburg, CSV, festgestellt, dass der Tram das Problem nicht löst. Wir hatten früher vorgestellt, dass ein paar Jahre mehr frei gesehen, wie mir doch schon gesagt haben, weil allen Menschen weiß, er können 3 Trammen an der Stadt in der Nähe fahren. Neben den einen, an Iveren einen, an anderen einen, dafür geht der Stau rund um die Stadt kein Meter mehr klein. Und der Stau rund um die Stadt, der wiest von Tag zu Tag. Und mit der heutigen Politik können wir machen, was wir wollen, kriegen wir den Griff da, das Problem da, nie an den Griff. Wir können Velospisten machen, was unterstützt gibt. Wir können auch Carpooling machen, wir können auch so Leute sollen sich treffen, zusammen fahren, wir können auch noch 3 Äppner feiern, für dann es besser können organisiert kriegen. Aber das ist ein Drips auf der Wärme stehen, von dem, was man von Auto durch die heutige Politik weiter an Land ranziehen. Darunter wird sich nichts ändern. Und da muss ich noch die wirtschaftlichen Konsequenzen gucken von seinem Stau. Die Lützeburg schon eine Etude gemacht, für kurzem, wo sie sieht, dass der Stau ungefähr 200 Millionen Euro Kosten mit sich bringen. Wirtschaftliche Kosten von den Leuten, die am Stau stehen durch Zeitverlust, durch Benzin, den verloren geht, an Arbeitszeiten, die da verloren geht, an so viel. Dabei hat sie gesagt, als immer Betriebe, Geschäftsleute, die mit der Kamion mit dir gefahren, wir sie nicht damit abbrechen. Und weil das ein Kostenpunkt, den muss der Konsument bezahlen. Weil wenn die Entreprise mit der Kamion an ihrem Auto stundenlang am Stau stehen, das muss bezahlt gehen. Und dass der Konsument, den die erbig gemäht geht, der muss das auch mal bezahlen. Also wissen wir, mit der Politik, die lo gemäht geht, gehen eben auch die Kosten an den nächsten Jahren weiter an Lot. Der Logement. Herr Präsident, als Logementsminister stehen wir hatten, ich will weiter nicht, ob hier politische Aktivitäten angehen,
diese Hai hat mir wissen ja, dass man die Regierung versicht hat, irgendwie am goldenen Exil zu Dubai ändern zu kriegen. Mir auch den neuen Logementsminister, der ja mit einem formidablen Engagement drüber ist, wird kirchlich gesagt, dass auch hier kein Wunder lesen. Nicht also relativ sehr festgestellt, dass dann auch nicht das Problem so sehr wert gelesen kann. Aber wenn wir so weiter wussten, wenn wir wussten, werden wir den Druck auf das Logement auch nicht losgehen. Weil wenn wir alle aus 10.000, 15.000 Arbeitsplätze schaffen, dann ist es ja normal, dass die Leute, die sich können leisten, auch Frontalien, die einen guten Platz haben, die sich können leisten, für zu Lützeburg nach sich ein Eigentum umzuschaffen oder lohnen zu gehen, dann die versichern so nur wie möglich bei der Arbeit zu kommen, weil sie wollen all da 2-3 Stunden für hin an heim am Stau zu stehen. Und dafür geht der Druck auf das Logement immer mehr groß. Die kriegen wir nicht an den Griff, das ist also auch eine Konsequenz von dem strammen Wachstum, wenn man das Problem vom Logement nicht kennt. Dann geht das Problem mit Medaille. Wir haben eine an der Etude, die auch das rauskommt, dass letztes Jahr die Preise am Logement Remmenke 5% gekommen sind. Das heißt, wir haben also über Jahren alles 5% an Not. Wenn wir hier gehen, holen ein Appartement, nicht das teuer ist, ein Appartement für 400.000 €. Das gibt 5% Medaille. Das ist eine Augmentation von 20.000 € Joa für ein Appartement Medaille gibt. Wie soll dann ein junger Koppel, sogar wenn der jetzt fertig bringt, 20.000 € am Jahr zu spüren, was viel Geld ist für einen jungen Koppel. Dann hat sie sich nicht beigeschafft. Dann hat sie just Preishaus abgefangen, die an dem Jahr stattfinden. Dafür muss man also wissen, wenn man so weiter wissen, da bleibt der Druck bestehen. Und wir werden das Wohnungsbauproblem, egal wie so nicht an der Regierung ist, wird man nicht so sehr gelöst kriegen, wenn man nicht das Problem vom strammen Wachstum an den Griff kriegen. Pensionen, Herr Präsident. Ich schon habe über Jahren verschiedene Leute gelangweilt, weil ich praktisch alle aus der Zeit bei der Pensionen gesucht habe. Ich soll nicht das Jahr nachdenken. Aber für was soll ich das Jahr nachdenken, weil man das Jahr noch früher kürzer von der IGSS konfirmiert kriegen. Ich habe immer gesagt, Leute, die so, wir müssen eine stramme Wurst um für ein Pensionsproblem zu leiden, dass die falschesten auch so, die ich kann machen. Für ein Pensionär brauchen wir 2 Aktive. Und da wissen wir, wenn wir 200.000 Pensionäre haben, dann brauchen wir 400.000 Aktive. Wenn wir 400.000 Pensionäre haben, dann brauchen wir 800.000. Wenn wir 800.000, brauchen wir 1,6. Und dann können wir so weiterführen. Wir können unsere Fantasie freie Lauf lassen. Das ist die Realität, wie als Pensionssystem abgebaut ist. Ich habe das alles gezählt. Wir wollen mal nur das Jahr Chiffre gucken, die GSS als noch kürzlich genügt, die Renation kriegt. Da stellen wir fest, dass wir das Jahr 2015 sind Chiffren knapp 400.000 Versicherte haben und 165.000 Pensionäre. Das heißt, wir haben etwas mehr wie 2 Aktive und Pensionären. Und dafür machen wir auch Überschuss am Blick. Und dafür haben wir dann auch 16, 17 Milliarden Überschuss, was 4,5 Mal Jahresdepensen ist. Mit die GSS sehen also aber auch, dass wenn wir Richtung 1,1 Millionen Einwohner fuhren, an das Regierung fährt ja an die Richtung. Das ist ein Ziel, das ist ein Budget, peilt Ziel von 1,1 Millionen Einwohner und dann haben wir am Jahr 2060, muss ich vorstellen, 805.000 Versicherte hier am Land. 805.000 Leute, die schaffen, nicht die neu wohnen, das sind dann noch viel mehr. Am 500.000 Pensionären am Jahr 2060, das lässt sich ja leicht ausrechnen, wenn leider in der Moyenne 40 Jahre schaffen, wir wissen, was 2020 los schon hier am Land schafft, da wissen wir, wie viel wir 2060 da hier an der Pension. Also, seht die GSF, dann haben wir 490.000 Pensionierte gegen 805.000 Aktive. Und da wissen wir, dass das System an der Füßunterschiede nicht kann halten. Aber wir wissen auch schon, Ziffern sind in der Mitte genannt, ob die noch 2-3 Jahre noch Hand regeln oder noch 4 regeln. Das ist ja unwesentlich.
ob wir 2021 die Punkt kommen, wo die annuelle Resetten just natürlich für die annuellen Depensen zu decken oder ob das 2024 ist. Das möchte Katz kein Bockel. Wir wissen, es könnte irgendwann, aber wir wissen auch, ob 2030 oder 2035, dass wir die Reserven praktisch alle gut abgeschafft haben. Und da fand ich es unverantwortlich, dass unser Staatsminister der letzte Samstag am Bäcker im Radio gesagt hat, trennt die Mauer als nicht für morgen. Ein Staatsminister, den so eine Vision hat, der tote weiß, und das weiß allen Mensch, dass das tote Entwicklung ist, und dann hingeht, also trennt die Mauer als nicht für morgen, das heißt, ihr werdet ausgerechnet, wie viele Länder hier eventuell nach statistisch geht dabei sind, die nach für hindurchgehen. Aber wenn wir an die kommenden Generationen denken, dann ist das Toten, Herr Berger, die unverantwortlich ist, außer die Staatsminister kann machen, wenn er sieht, wir brauchen nichts zu machen, weil trennte Mauer, die ausreicht für einen. Wir gehen heute Geld aus, ohne Rücksicht dann auf die kommenden Generationen. Dafür froh, brauche eine stramme Wurstum für das Rentensystem auf sich als klar? Nee. Wir dürfen nicht auf das stramme Wurstum abbauen für als Rentenversicherungssystem. Man muss ein System machen, und da sind wir alle gut gefordert. Ich komme dann noch darauf zurück. Man muss ein System machen, wo man auch ohne stramme Wurstum ein Rentensystem abbauen, der mittel- und langfristig mehr überlebbar ist. Ein weiterer Punkt, Herr Präsident, als Schere zwischen Reich und Arm, als mit klein oder mit groß geben. Und auch hier hat Herr Berger als mit Prozenten geschwärmt und gesagt, die Armutsgrenze ist gefallen von etwas über 17 oder etwas unter 17. Und das, wie ich für uns schon gesagt habe, beim Herrn Finanzminister, was für Prozente in arrangieren, dann nennen die Prozente, aber wenn Schifferen in arrangieren, dann nennen, ich bin froh, dass ich dem Herrn Berger wollte mitstellen, ich soll sein Notstellen der Verständnisse lo, dass man es da sieht, von prozentual raufgegangen ist, wie dann zahlenmäßig, wie vielleicht effektiv in der Armutsgrenze liegen oder nicht. Da stellen wir fest, dass die Zahl nicht raufgegangen ist, mit das just tut so, dass die Population an Blut gegangen ist, als der Prozentsatz raufgegangen. Aber die Zahl von den Leuten, die es mir schlecht geht, am Land schlecht geht, die als nicht. Das ist also die stramme Wurstum, hat auch nicht unter Armut am Land gedeelt werden, als an den letzten Jahren den Ausfinanz, ich kann erinnern, dass mein Band ist geteilt von 12% auf global 17% geklommen, trotzdem stramme Wurstum hier am Rand tun. Und dann hat Herr Büttel, Herr Präsident, des Samstag am Background gesagt, die letzten 3 Jahre geht es den Leuten hier am Land besser. Wo kann ein Staatsminister so etwas sagen? Die 3 letzten Jahre hat doch keine sagen, sollte ein Staatsminister sein, geht es den Leuten hier am Land besser. Richtig ist, und das weiß alle Menschen hier am Land, dass es die 3 letzten Jahre mehr Büttel besser gegangen ist. Herr Präsident, aber ob es den anderen Leuten besser gegangen ist, das ist eine andere Frage. Weil was tun die... Was wird denn Herr Berger... Soll Herr Berger etwas sagen? Ich weiß nicht, ob denn Herr Berger... Herr Berger will nichts sagen. Herr Präsident, das ist so schön, dass auch den Herr Gibert, den immer Referenten gerecht geht, angetreten ist, mit 5/6 Land, meint, dass es verschiedene Leute besser geht. Hin war auch den gedrängt tut, all die anderen Fraktionen, für das auch Himheim mit seiner Pension besser geht. Wir können doch das nur nehmen, eine Proposition de loi für Ja, Herr Berger. Das ist eine Proposition, die mein Bande gemäht für Deputierten aus dem Privatsektor. Die kommt aus dem öffentlichen Sektor, dafür verhält dadurch wahrscheinlich nicht. Die aus dem Privatsektor, die wäre stark benötigt, als in Orlona stark benötigt. Dafür Stimme, da braucht man nichts zu ändern. Dafür, Herr Präsident, wenn Herr Büttel sieht, es gibt die Leute in den letzten 3 Jahren besser gehen, davor nicht, was für Leute man die Gemeinde, was für Leute dabei kriegt an den letzten Jahren. So ein 2% TVA gekriegt. So ein Beikrieg 0,5% Krisesteuer, den sie mussten bezahlen tun. So noch 3 Jahre kein Indextranche kriegt, ob schon der Wirtschaftsminister schon für 2 Jahre gesagt hat, zu kieben lo. So auf 3 Jahre keine Anpassung von der Steuertabelle kriegt. Mammen, die in Kanada daheim selber erzählen, die Allokation, Dedikation an Maternité kriegt. Oder geht es den Leuten besser, die in eine Armutsgrenze fallen? Oder geht es den Längerziehenden, die 50% in der Armutsgrenze fallen, geht es denen besser? Oder geht es den Familien,
mat méi kannne, geht et dee besser ha am Land. Oder die Leute, die müssen für den Mindestlohn schaffen gehen, geht es denen besser hier am Land an den letzten 3 Jahren. Oder die Leute, die müssen mehr Steuern bezahlen, die Leute, die müssen an die Grenzregion wohnen gehen, geht es all denen Leuten besser, oder die müssen 5% mehr, wenn es ein Jahr mehr bezahlen, wenn sie sich für eine Wohnung hier im Land kaufen. Geht es all denen Leuten besser? Da schwätze ich mal noch nicht von all den negativen Konsequenzen auf die Lebensqualität vom Zubetonieren, vom Land, von den Stauen. Und müssen also schon den Kilo holen, als Staatsminister, für auf der Radio zu gehen, und dort zu sagen, 3 Jahre geht die Leute am Land besser. Es soll also so, wem außer Himmel dann hier am Land noch besser gegangen als an den letzten 3 Monaten. Es gibt just 2 Punkte, Herr Präsident, wo die Leute besser gegangen ist, dass ein Zinsen aufgegangen sind, und dann ein Petrolspreis aufgegangen. Das sind die 2 Punkte, wo die Leute besser gegangen ist, mit dort kein von Eisverbannen ein Abfluss drauf. Davon hat kein von Eisverbannen ein Abfluss drauf. Wenn wir wirklich wollen, eine qualitative Wachstum erreichen, dann müssen wir die Bürger mit auf den Weg kriegen. Dann sind wir überzeugt, dass wir die Leute mit auf den Weg kriegen, wenn wir den Leuten sagen, was hier im Spiel steht. Wenn wir den Leuten Klarheit hätten von den Staatsfinanzen. Wenn wir den Leuten nicht sagen, dass alles an der Reihe, wir Sput geschafft, wir machen Überschuss, wir sind den Leuten nehmen, wir kein Sput geschafft, wir kein Überschuss. Wenn den Leuten erklärt, dass unser Pensionssystem so nicht kann finanziell überleben, alles das muss in den Leuten sagen. Wenn jemand der Geist kann, über das Land verstehen geht, da findet ihr nicht gleichzeitig eine Akzeptanz bei den Leuten, die zulässt, dass die Leute sagen, ja, man muss umdenken, auch an unserer Konsumpolitik, an verschiedenen Politiken. Mit Leuten sind bereit, weil der Groß von den Leuten im Land will kein, dass wir heute Schulden machen, für eine Kategorie von Leuten noch etwas beizusetzen, und das auf Kosten von den kommenden Generationen von unseren Kindern. Der Groß von den Leuten im Land will das nicht. Jeder hält das. Das ist menschlich. Aber jeder weiß aber auch, dass das, was er kriegt, Gelder sind, die geschuldet sind, und dass hier kann die müssen zurückbezahlen. Mit dieser Regierung, die basiert aber exklusiv auf gekocht Wachstum, Herr Präsident. Und wenn ihr das bedenkt, wie ich noch für ein paar Tage an der Zeitung gesehen und schon Foto extra matt wurde von unseren geringen Kollegen, sie gering sind alle 6, ein wunderschönes Foto, Lebensqualität vor Wachstum. Herr Präsident, wenn ich gucke, was diese Regierung gemäht hat, dann ist es just das Contraire von dem, was die Grünen bei einer Pressekonferenz gemäht haben. Wir haben nicht Lebensqualität für die Wachstum gesagt, mit dieser Regierung, aber wenn wir gucken, diese Budget, die ist wie 3, und das Budget, die geht ja über 4 Jahre von dieser Regierung weg. Das heißt, das Legislaturperiode als auf stramme Wachstum abgebaut, ohne Rücksicht auf die Lebensqualität von uns Leuten, dann ist das just das Contraire von dem, was die Grünen lohnen. Gesagt haben, dass wir auf Wahlen zugehen. Und dafür werden die Grünen Löser im Geringen geführende Wahlen. Aber an den letzten Monaten und Jahren war keine Spur von der Grünen Politik zu gehen. Da ist das Land zubetoniert. Ich kann mich erinnern, wie wir die Versammlungen hatten über die Zukunft von Lützburg mit Herrn Bausch, wo ich immer muss lachen, weil das ja der Nachhaltigkeitsminister ist, das ist am Anfang die größte Fass, den wir bei der Nomination von den Ministerien das gehabt haben, weil der Betons, das sind immer früher gesagt, Robert Goebbels für den Betonsminister, an dieser Legislaturperiode hat wirklich den Titel Betonsminister ersetzen, weil mehr wie den Herr Bausch zu betoniert Land hat noch kein Minister da vierdrohen gemäht. Den Herr Bausch, der baut halt Autobahnen, Madame Loschert hat sich damit aufgeregt, mein Vater gesungen mit der CSV, dass da wird ein Autobahn war, also da nicht den Herr Bausch, der gesagt hat, die Autobahn gibt auf 3 Spuren gebaut gehen, also nicht den Herr Bausch, der Contournement baut, also nicht den Herr Bausch, den Turbo-Rampoint baut, an, also, wenn ich kliff, die Gering waren immer da dagegen. Das wissen wir. Wir können uns sogar noch erinnern, Herr Präsident, wie die Gering, wie so manifestierte, dann haben sie eine Pressekonferenz an der Geringer Wies gehalten. Die haben sie sogar ein mit Ketten, Herr Präsident, und beim ugestreckt, für zu manifestieren, dass die Bahn umgelöst gehen.
mat Ketten hun sich da. Haut hun se och nach Ketten, Herr Präsident. Aber hun ein Kette See haut. Ein Kette See hun se. An da gin die BM gelöst. A wie dat kenet gesinn hun se Lutemasten op der Autobahn automatisch mat gelöst. Dat heißt, Herr Präsident, die Gering, die machen eng einer Politik für se all die Joren fir Droge mit. Das ist von enger doble Moral. Und Sie wissen selber, dass das doble Moral ist. Und mich spät wie Haut können wir an der Zeitung lesen, dass der Sprecher von den jungen Geringen demissioniert wird und dann also aus der Gringer Partei ausgetreten. Und den Gering also, ich finde, dass es schon genug doppelmoralische Politiker in Luxemburg gibt. Das wird der Sprecher von den jungen Geringen Haut publik gemäht und dürfen aus der Gringer Partei als Sprecher von den jungen Geringen zurückgegangen. Also auch löserlos merken sie intern an der Gringer Partei die Doppelzüngigkeit, die es an der Gringer Partei gibt. Man kann mit Zeit gucken. Herr Präsident, wenn wir die Versammlungen hatten, du hat den Herr Bausch als dann die Slide gewesen, was alles nachher im Land geschehen. Da waren zu Belval die Luftabnahme machen gelos, wo frische waren und so viel. Und alles wieder los sehen, man machen wir da einen Naturpark hin, wir gehen der Natur die Terra lorem zurück, wir sanieren so, nee. Das geht alles zubetoniert. Da können wir noch bauen, so, hier können wir noch bauen. Und das sind keine Kleinflächen. Das sind Hunderten von Hektar, wo der geringe Betonsminister dem Land präsentiert hat, was nach alles kann, zubetoniert gehen. Aber wenn Sie wissen, dass das bei den Leuten nicht so gut können, gehen Sie dann einfach hin und da geht einfach ein kleine Gemeng am Land geholt, Fischbösch, und da geht da ein Exempel statuiert, da kriegen die hier ein PAG, kriegen die von Mergera und von der Manandie-Sport verworfen. Das ist natürlich ein großes Gemeng. Die hat 1200 Einwohner. Und die hat in den letzten Jahren all Jahres 14 Baugenehmigungen rausgehen. Das ist eine Katastrophe. Da geht so betoniert an den Markt, das kann kein Mensch sich vorstellen. Und dafür muss du ein Exempel statuiert gehen, an die Gemeinde, die muss die brutal Mucht vom Staatsapparat spüren, weil da geht alles gestoppt. Da sind also 14 Baugenehmigungen an einer kleinen Landgemeinde, die eine riesige Fläche hat. Die geht gestoppt, weil da steht keine Basisinfrastruktur, da gibt es keine Epicerie. Aber wo gibt es dann noch eine Epicerie? Die Leute, die sind nach 5 Minuten von dem Dorf, sind die zu mir, da gibt es Ackerzentren, so viel, wenn sie wollen, und sie brauchen mal von da, wo sie kommen, in Nagelsberg, an keinen Stau zu stehen. Und egal wen hier an der Stadt, da, wo die gering, mit ihrem Minister, 10.000 Häuser bauen, wo schon alles betoniert hat, wo Heischhäuser gemäht geht. Und egal, ob was im Stadt da wohnt, den steht mehr lange in der Wehr am Stau, wie in der von Fischbisch muss auf Meer fuhr. Und hier gehen 10.000 von Häusern gebaut, und zu Fischbisch, da geht dann von den Geringen ein Exempel statuiert für dem Land, so Gesieder, mehr gering, mehr setzen als du, weil da 1200 Einwohner wohnen, das Fetten, 500 Fehler sind, 26 Fehler, da sind die gering nach Fehlen, und auf die Fälle können sie verzichten. Mit da geht ein Exempel statuiert an der Rest vom Land, der geht so betoniert, und die Arbeitsplätze auf Wohnraum für 10.000 geschafft. Das ist die geringe Politik, wie wir sie hier an dem Land erleben. Herr Präsident, die Damen und Herren, das Budget, also Budget, den unresponsabel als für die Zukunft von diesem Land. Der baut auf eine stramme Wurst. Das ist ein Budget, den als Ziel hat, für so sehr wie möglich auf 1,1 Millionen Einwohner zu kommen, mit allen negativen Konsequenzen, die das für die zukünftigen Generationen nun, sehr wird was Finanzen belangt, sehr wird was Pensionen belangt, sehr wird was Lebensqualität belangt und so weiter. Das ist eine Katastrophe, wenn man in diese Richtung weiterfuhren. Und dafür, als all da, wo diese Regierung gibt, Echter abhalten, wie einen guten Tag für das Land, am Markt von nicht klifft, diesem Land, große Gefallen, die leider auch unerkennen, und geht an Trittreck.